Wir brauchen ein dynamisch und noch ein nachhaltiges Gesundheitsnetzwerk, das rund um den Patienten aufgebaut ist, und mit dem Ziel, für wirklich jede Vereinigung eine flächendeckend medizinisch und pflegerische Versorgung zu garantieren. Wirklich egal, wo er wohnt und egal, wie viel er verdient. Ein nachhaltigen Gesundheitsplan. Und nicht nur einen Spitalsplan, und das, wie gesagt, man Mensch, man Patient am Mittelpunkt. Die medizinische Versorgung von allen Kranken, die muss auch während der Pandemie garantiert werden. Das Problem ist, wie gesagt, dass man alles auf Kliniken zentriert tun, du geht der Patient geht vielleicht nicht gerne durch als Angst oder er geht irgendwann eine Akademie angeholt. Das kann nicht sein. Die Langzeitfolgen von die sind nicht aufzuschätzen. Aber wir brauchen hier eine klare Organisation. Und auch das muss nachhaltig geplant werden. Berufe am Krankheits- und am Pflegesektor, sie müssen mehr attraktiv gehen. Der Marc Spautz hat hier eine Aktualität angefragt, es war auch eine Petition hier im Saal. Als Konklusion wird festgehalten, dass wir am Herrscht von Hearingen hier an der Chambre organisieren. Wir sind noch herrscht. Ich habe noch nicht hören von den Hearingen. Du meinst einen Appell an den Präsident von der Gesundheitskommission. Wir hätten auch die Hearingen gerne erlaubt. An unserer Gesundheit müssen wir Gesundheitsprävention wesentlich besser fördern. Und hier haben wir noch ganz viel Sput noch üben. Und auch da muss die Regierung handeln. Die Regierung darf sich nicht mehr von Covid lenken lassen. Wir müssen hier aufpacken. Und ich sage nicht ein Beispiel von einem ganz wichtigen Präventionsprogramm: Mammographie. Also an ihren Ern wirklich überhaupt akzeptabel, dass, wenn ihr ein Rendezvous kriegt, oder nicht kriegt, dass ihr muss 4-5 Monate werden, für ein Rendezvous zu kriegen. Das ist nicht akzeptabel. Und das ist ein extrem wichtiges Präventionsprogramm. Und hier haben wir noch riesige Chantien, an die müssen angepackt werden, auch am Sinn von der Nachhaltigkeit, und auch am Sinn von der Chancengerechtigkeit. Weil den sich darum kalischen, der geht an das Ausland. Der sich nicht kalischen, der muss 5 Monate werden. Das kann nicht sein. Und das wiederhole ich nur schon für die dickste Karriere. Das Schöne war, mittlerweile Unterstützung von den jungen Sozialisten kriegt. Dafür bin ich nur ganz optimistisch, dass es vielleicht 4 Uhr geht. Das ist nämlich als Nomenklatur. Die muss angepasst gehen. Das ist eine never-ending Story. Ich hänge man immer an den 50er Jahren dran. Ich gebe ein Beispiel vom Remboursement von den Psychotherapeuten. 2015 haben wir das Gesetz gestimmt. 2015. 5 Jahre nach dem Wort hat nach kein E-Patient seine Psychotherapie von der CNS remboursiert kriegt. Und da sagen sich ganz einfach, wenn das System nicht funktioniert, da brauchen wir nicht lange Etüden zu machen, weil das scheint manifestement der Fall zu sein bei der CNS, aber bei der Nomenklatur. Aber da muss das System verbessert gehen, da muss umgeändert gehen, und das muss auch logisch gehen. Ich hatte das auch schon am Juli gefragt. Ich hatte am Juli gefragt, dass man sich eine Strategie, oder die Regierung muss eine Strategie ausschaffen. Vom Material, über Chlorrichtlinien, eventuell eine App, gibt vieles am Ausland, über andere Öffnungszeiten für die vulnerable Leute, also weiter, Tester, für eben konkret die vulnerable Leute zu schützen. Wie gesagt, es fehlt die globale Strategie, die wir am Juli gefragt haben. Und hier muss das Ministerium seine Verantwortung holen. Und dafür fördern wir einen Aktionsplan, für als vulnerable Leute zu schützen, ohne dass sie nachher müssen angesperrt gehen, an dem Sinn deposieren eine Motion.